Merilu hat sich von der Vika ihrem bösen Spruch nicht beeindrucken. Sie hat mit ihrem Zauberbuch geredet. Die Vika und alle anderen haben probiert mitzukriegen, was sie sagt. Merilu hat aber nur ganz leislich geflüstert, dass es die anderen nicht gehört haben. Wunderbar schlaues Zauberbuch. Bitte lass dir etwas einfallen. Gross. Vor allem gross. Hat das Buch zur Antwort gegeben und es ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und gewachsen. Es hat sich aufgeklappt und hat mit dem Buchrücken in die Luft ausgesehen wie ein riesiges Zelt. Die Hexenkinder konnten drunter schlüpfen und sind so unsichtbar für ihre Lehrerin. Sie war so zufrieden damit, dass sie sich in ihre Hängematte zwischen 2 Bäumen gehängt hat und sofort eingeschlafen ist. Man hat sie bis weit weg tief und fest hören schnarchen. Unter dem Dach vom Zauberbuchhaus war es so gemütlich, dass die Vika den speziellen Picknickzauber gewagt hat. Es hat für alle grünen Schleimtee gegeben und geröstete Käferohren zum Knappern. Und dann haben die Hexenschülerinnen von ihren Abenteuern erzählen. Vom Waldmobil, von der Geburtstagsparty von der Melusina Feuervogel, vom Hexenfest und von vielem anderem. Die Vika hatte so Freude gehabt, dass ihre 5 grünen Warzen von der Nase verschwunden sind. Die farbigen Vögel sind ums Buchdach herumgeflattert und haben lustig umeinander gepfiffen. Als die Siebentrix lang genug sich ausgeruht hatte, hat sie ihre Schülerinnen gesucht. In diesem Moment ist Melusina Feuervogel auf dem Schulhof gelandet und ist so flott ab ihrem Besen für wichtige Angelegenheiten gummt, als wäre sie erst 100 Jahre alt. So, wo steckt denn unsere kleine Hexe Merilu? Hat sie viel gelernt? Und ist sie anständig gewesen? Die Merilu hat alle Schulstunden durcheinander gebracht. Der Siebentrix, ihre Kragen hat ausgesehen, als würde er sich dick aufblasen. Sie war ausser sich und rotlos im Kreis umeinander gesprungen. Die Besenakrobatik und der Flügelpilzzauber muss ich auf morgen verschieben. Immerhin habe ich aus dem mürrischen Hexenrudel eine Klasse voller vergnügter Hexenschülerinnen gemacht. Das ist schliesslich auch Hexenkunst. Die Merilu soll ruhig weiter in die Schule kommen, auch mit ihrem komischen Buch. Aus so einem Buch kann man wirklich nicht lernen. Das hat jetzt auch die Melusina Feuervogel eingesehen. Sie hat ein bisschen gehext. Husch, wusch. Das Buch war blitzsauber. Ich fühle mich wie neu. Das Buch hat sich bedankt. Für die Vika, für die Hollebolle, die Merle und die anderen ist die Stunde fertig. Sie sind aus der Schule gestürmt, schreiend, quietschend und Grimassen schneidend sind sie auf ihre Base gestiegen und sind heimwärts geflogen. Wann komme ich wieder? Tschüss zusammen. Merilu hat den anderen zugewunken. Die Vika ist auf der Base gestanden und hat wild zurückgewunken. Die Hollebolle hat mit ihrem Besen Looping durch die Luft gemacht und Merle ist rückwärts geflogen und hat mit dem Besen still gewunken. Dann ist es still geworden über dem Wald. Nur von der Hexenschule hat man fröhliches Gegacker, Gezwitscher und Gekrächze gehört.